Unglaublich, aber wahr. Die Kämpfe nehmen einfach kein Ende. Hier bei Pokémon Weiß 2 und weiter geht's. Es ist nichts Persönliches. Ich tue das für Meister Gesis. Oder Gisis. Ja, Freunde, Team Plasma will vernichtet werden. Jetzt ein für alle Mal. Alles klar. Gladiantri. Ist immer das Gleiche. So. Surfer und weg ist er. Das macht richtig Laune. Shelby, du. Er regeneriert sich erst einmal ein bisschen. Und Hydragil. Was ist denn das für ein Pokémon? Ja, doch, Sunny. Wieso nicht? Hauptsache, es ist kein Käfer-Pokémon, dann hätte ich ein Problem. Hydragil. Psycho? Käfergebrom, es ist ein Käfer-Pokémon. Ich hab ein Problem. Wow. Affenmegamäßig stark, Sunny. Er hat's geschafft. Mir geht's nicht gut. Ich weiß, komm zurück. Ja, das ist eine Hilfe. Navigator. So, dann gucken wir mal, was jetzt abgeht. Wow, ich bin zurück, Mann. Ich bin der Bruder vom anderen. Okay. Ist mir scheißegal. Du gehst genauso schnell down. Und der Hochmut von Navigator kommt wie immer vor dem Fall. 53, so was ist Erdbeben? Das kommt einfach nicht. Was jetzt? 12 noch verliere. Muss noch am Meister Gesis vorbei. Bin noch bereit. Das mache ich nicht. Du kannst sowieso nur dabei zusehen, wie Gesis mit Kyurems Kraft einfriert. Mehr nicht. Du kannst das Pokémon zurückhaben. Ist sowieso nur schwach und... Sag mal, Michael. Wenn wir zulassen, dass Team Plasma seinen Plan in Tat umsetzt, dann wird es noch viel mehr traurige Pokémon wie Felilu und Kyurem geben, nicht wahr? Oh yes. So, was machst du jetzt? Du sagst es, Fauch. Okay, nicht mehr Grill, sondern Fauch. Im Bildschirm ist nur weißes Rauschen zu sehen. Man kann die Stimmen der Mitglieder von Team Plasma an Bord hören. Ich höre nicht sehr viel leider. Gehen wir runter. Mal gucken. So, wo sind wir jetzt? Noch hier, okay. Hui, juhu. Yeah. Okay. Komm ich schon hier bitte schon raus? Hopp, hops. Gut, da wären wir. Und jetzt, wie geht's weiter? Wupp und rupsiu und... Eigentlich nicht so. Oder? Doch, scheinbar schon. Ich würde gerne noch was anderes machen, wenn ich darf. Darf ich denn? Scheinbar nicht. Mann, ich wollte unten durch. Also, geht natürlich auch so. Das ist aber eh nichts. Okay, wie sieht's denn da aus? Erstmal Top-Schutz noch aktivieren, wenn ich ihn noch finde. Ah, hier, zack. So, Schutz aktiviert. Und jetzt brauchen wir ganz schnell unser, ja, ihr wisst schon welches. Unser Sunny Boy braucht ein kleines Upgrade. So, Shelby, dir wird es auch nicht schaden, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, und der ist eigentlich noch ziemlich fit. So, gut. Hätten wir das auch geklärt? Alles klar. Gehen wir Gesis hinterher. Na toll. Okay, geht's nicht weiter. Bisschen trainieren? Nein, lieber nicht. Kein Training, wir gehen direkt. Oh, du Scheiße, ey. Dick da hoch, muss das sein. Am Speichern zuerst noch, kann auch nie schaden. Okay, Freunde, mit unseren 5 super starken Teammitgliedern plus Glutz natürlich auf der Reservebank als Schlachtvieh sozusagen. Ist gemein, ich weiß, aber laut der Tatsache geht's also in die Höhle rein. Okay, hätte ich ein bisschen anders erwartet. Was soll denn das jetzt werden? Ist doch völlig unnötig, egal.
So, und jetzt, ja, es ist bereits kälter, wie man sieht. Und wie man auch spürt, und da ist er bereits Gesis. Ah, die Riesengrotte an diesem Sonnenort empfallen Kyurems schier grenzenlose Kräfte ihrer zerstörerischen Macht. Wie nirgendwo sonst. Hier wird es ihm ein Lattes sein, einen bis auf den letzten Grashalm in ewiges Eis zu hüllen und sämtliches Leben zum Erliegen zu bringen. Da bist du auch tot, du Trottel. Komm her zu mir, Kyurem, gehorche mir. Wow, wieso gehört er ihm auch? Rem. Was ist ein Rem? Random Access Memory? Ach nee, das ist bei PCs. Eine schmachvolle Erinnerung verfolgt mich und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Der Verlust von Sekrom und M. Nun gut. Denn noch Ehre wie mir gebührt. Entschuldigung, Reshiram wär's ja, genau. Weil dich zu Eis gefriert, auf dass du kühlen Kopfes ein und das letzten Stündler beiwohnen kannst. Alter, wenn ich eingefroren bin, dann sehe ich gar nichts mehr. Bin ich, ja, konserviert, wenn du das so möchtest. Dem ist ein dämlichen Stock. Kyurem, los, setz Eiszeit ein. Nein, bitte nicht. Oh oh. Verdammt, ich hab Pyro nicht dabei. Um ihn an zu hindern. Oh oh. Verdammt! Hilf doch jemand! Oh oh, Freunde, das ist ja kalt! Reshiram, Kreuzflamme! Das war gerade ein bisschen heiß. Ah, mein Arsch! Ach, wann haben wir denn hier? Ein Scheißel Menschengestalt und eine Funkenmenschlichkeit im Leib. Sei mir gegrüßt, N. Es ist wirklich N mit Reshiram! Reshiram hat mir berichtet, dass Kyurem unsägliche Qualen erleide. Ich kann einfach nicht handlos zusehen, wie selbstsüchtige Menschen Pokémon aus Eigennutz ausbeuten. Und außerdem liegt mir das Schicksal eines am Herzen, denn dieser Ort war es, der mich lehrte, ein Mensch zu sein. Dieser Ort lässt mich die Eintracht erkennen, die aus dem Friedhof nebeneinander von Menschen und Pokémon erwächst. Alle Menschen und Pokémon zu beschützen, die diesen wundervollen Ort ihr Zuhause nennen, ist meine Pflicht. Ja, Mann. Alle Achtung, in dir lodert doch noch das Feuer Leidenschaft und Entschlossenheit. Das Feuer von Reshiram, doch das wird dir nichts bringen, Mann. Ich werde dich ausradieren, auslöschen. Du bist meiner nicht würdig. Ja, weil ich es nicht hätte Obdach, Erziehung und Führung zuteilen werden ließ und so dankst es mir, du undankbarer, kleiner, mieser Typi. Nun gut, wie du es willst. In meiner schier endlosen Gutherzigkeit möchte dir doch auch diesen Verrat verzeihen. Schließlich warst du gütig genug, Reshiram zu mir zu führen. Oh, das war nicht besonders clever. Auch die dickste Eisschicht zum Bersten zu bringen. Mir bleibt somit die Mühe erspart, mich selbst auf die Suche nach ihm zu begeben. Andererseits muss ich dir gestehen, dass ich keinen Augenblick daran gezweifelt habe, dass du hier erscheinen würdest, sobald du die Veränderung bemerkt hättest, die unser eisiger Angriff auf Twindrex hervorgerufen hatte. Ein eiskaltes mathematisches Kalkül widert mich zutiefst an. Damit kommst du nicht durch, hörst du? Was scheren mich deine Befindlichkeiten? Der Kraft dieses DNS-Kalts hast du ohnehin nichts entgegenzusetzen. Oh oh. Es wird Zeit, dass sich die ursprünglichen Pokémon wieder, naja, mehr oder weniger vereinen. Worte WTF. Oh oh. Bitte was? Reshiram! Kyurem, absorbiere Reshiram. Los, Absorptionsfusion.
Nee, oder? Oh nein. Oh nein. Das ursprüngliche Drachen-Pokémon zu 2/3 wiederhergestellt. Es ist das weiße Kyurem. Und es ist heiß drauf, die Welt zu vernichten. Das Verrückte daran ist, es ist trotzdem noch ein Drache-Eis-Pokémon. Vom Typ her. Eine Fusion zweier Pokémon? Hallo? Digimon lässt grüßen. Was? Aber das kommt mit der Quadratur des Kreises gleich. Wer auf den Satz kommt, verstehe ich bis heute noch nicht. Du Narr, damals war es mein Anliegen, dich zu meinem willenlosen Werkzeug zu machen und das so tumbe Gemüt des einfachen Volkes der zu täuschen, dass sich bereitwillig unter mein Joch fügen würde. Doch leider wurde mein vertrefflicher Plan ja von dir zunichte gemacht. Doch was soll mir Vergangenes noch grämen? Mit Hilfe der unbändigen Kraft, der mir diesmal gehorcht, werde ich mir einmal mit Gewalt untertan machen. Selbst der Held von vor 2 Jahren mit seinem C-Kram könnte mich nicht mehr aufhalten. Oder welch anderer Mann, der den C-Kram mittlerweile auf Level 100 trainiert. Hehehe. Ja, meine Weißedition. Soll es halt sein, oder? Wohlan, junger Trainer. Diesmal wird dir allerdings niemand zu Hilfe eilen. Ja, so weiße Kyurem. Kriegen wir schon hin, keine Sorge. Nanu, weshalb zittern denn deine Pokebälle so? Das wohl deine Pokémon sind, die darin vor Zorn beben? Yep. Ach, Unfug, was redet er überhaupt? Sehnloses Werkzeug ist weder zu eingeschränkten Gedankengängen noch zu leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen in der Lage. Nun stell dich Kyurem. Fangen kannst du Kyurem übrigens nicht, denn die Stürbe, die man Stab aussenden, haben sämtliche Funktionen an den Pokéball lahmgelegt. Ja, dämliche Erklärung, wer sowieso seltsam. Mein weißer Kyurem mit Reshiram, was wird mit Reshiram los? Wird auch gefangen? Nee. Geht doch nicht. Also dann. Bekämpfen wir das, Freunde. Kein Problem, kriegen wir locker hin. Rama! Was? Das Gemeine daran ist, es hat nämlich auch Feuerattacken jetzt drauf. Aber gut, okay. Drache Eis kriegen wir hin. Ein Kyurem erscheinen. 55! Leg mir noch im Arsch! Turbobrand! Von mir aus, hier aus Neistrahl. Oh oh. Mach mir nix, ich bin ein Feuertypi. Wasser. Ach du Scheiße. Okay, aber ein bisschen unterschätzt, den Guten. Für Wieländer, glaubst du selber nicht. Okay, der greift im Feuer, wie es aussieht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Glotzi, ich mach Glotzi. Sorry Kumpel, aber ich muss Kyurem mal ein bisschen auf Eis legen, wenn man es mal so salopp ausdrücken darf. Guck mal, eine Flamme. Alter, so schnell ist noch nie Kappe fallen sehen. Das ging noch nie so schnell. Okay, Flash. Ich muss ihn langsamer machen. So, Donnerwelle mitten darf. Verdammt. Ja, das weiße Kyurem ist trotzdem unglaublich stark. Es müsste jetzt einen unglaublich hohen Angriffswert haben. Ach nee, der Spezialangriff war es. Genau, der ist jetzt unglaublich hoch. Aber egal. Bam. Ja, mach nicht so viel, ich gerne hätte. Eine Drachenattacke wäre jetzt cool. Aber ich habe leider keine im Team. Ist leider so. Nun gut, was soll's. Kriegen wir auch so hin. Kreuzflamme von mir aus. Komm schon. Rebigator, du kriegst das hin. Du bist unser stärkster Dino. Das ist sowieso. Das ist. Und tschüss, ich hau ab. Das ist jetzt doof. Was abgewehrt? Yep, hab ich. Bam. Wow. Hat ziemlich viel Schaden gemacht, wa? Ei, das aber auch. Leck mich oi. So, und tschüss. Kyurem, was? Bringt alles nix? Nein. So, und besiegt wäre es. Und Rebigator hat's gemacht. Hochmut. Ja, jetzt darfst du ein bisschen hochmütig sein, nach dem Sieg. Meine Fresse.
Seht ihr? War gar nicht mal so schwierig. Sie haben sich wieder getrennt. Schreck, lass nach, kann es kaum fassen. Das weiß ich Juren, mein einziges Geschöpf von allen so vergeben. Das muss ich hier von neu empfangen. Von jeder dreckige Kanaille, jetzt bist du zu weit gegangen. Das war der Erfolg, haben sie nicht mehr dabei die Hände schmutzig machen muss. Warte kurz, muss ich heilen. Was? Oh, geht gar nicht, scheiße. Ich kann mich nicht heilen. Das war jetzt nicht gut geplant. Ich dachte, N würde mich heilen. Oh. Ich bin sauer, Mann. Ja, ich seh's. Echt na toll. Ein Geist-Pokémon. Von mir aus, Shelby. It's your turn. Na, aber doch wieder geheilt. Okay, jetzt hier ein Kinderspiel. Weg mit dir. Da glaubst du wohl, was? Toxin. Ach du Scheiße. Nein, nicht Toxin. Oh. Das ist jetzt very little bit uncool. Der Rüberrest, okay. Meine Strategie wird dich vernichten. Hoff's mal nicht. So, Surfer. Geist, Geist, Geist. Ich hasse Geister. Spukball. Denk am Fall für Rebelgator. War wegen dem Unlichttyp. Aua. Ah, tut das weh, tut das weh. So, jetzt habe ich ein Problem. Okay, er hat 6 Pokémon dabei. Ich habe auch 6. Wieso nicht ein 6 gegen 6? Ach du Scheiße. Ich weiß wieso. Glotzi. Ah, du bist ja das so eine. War doch klar, dass ich sowas machen würde. Oh, ich kenne die Viecher ja. Toxin nach einem Schutzschild, um sich selber zu schützen, dabei noch Überreste haben. Ja, die haben natürlich. Ja, aber ich habe gefressen, die Viecher. Okay, das bringt alles nichts. Beginnen wir den Kampf von vorne, wenn ich mal so sagen darf. Und zack. Auf ein neues. Ach du Scheiße, haben noch 3 Minuten, Freunde, um Platz zu machen. 3 Minuten bloß. Ich hatte so viel. Ach du Scheiben, klar, jetzt zieht er so viel ab. Okay, versuchen wir was anderes. Wenn der so eine hohe Spezialverteidigung hat, der geht mir auf die Socken. So, siehst du, kann ich auch mit Überrest. Woher begeht er den Auftritt? Naht, Kumpel, schon bald. Aber erstmal wieder. Das ist aber unfair. Nee, sorry, aber das ist jetzt wirklich unfair. Normalerweise sagt das nie zweimal miteinander, genau wie Scanner und so. Ja, wenn es weitergeht, wird es noch ein langer Kampf. Ich will gucken, was der für eine Abwehr hat. So, geht doch eine physische nämlich. Wie hoch ist die? Noch höher, ist ja toll. Ups. Das war natürlich scheiße. Oh, das ist sogar noch eine Strategie-Fuzzi. Nee, das bringt alles nichts. Das bringt nichts. Noch ewig dran, vor allem wegen diesem dämlichen Schutzschild. Machen wir anders. Er macht sowieso gleich wieder Schutzschild. Nehme ich also Rebelgator. Voll unheimliche Musik, hey. Ich bin ein Pharao. Hol dir der Graben ins Pharao. Merk's auch. So, Schutzschild, fehlgeschlagen. Zack. So, Kumpel, jetzt bist du aber sowas in dem Arsch, das hast du noch nie gesehen. Geht doch. Nein! Verdammt, ein Hochmut! Kam vor dem Fall, ich weiß, aber jetzt wäre er gut gewesen. Brauner Warz ist Wasser, Boden. Verdammt, das kann ich ein Pflanz-Pokémon gebrauchen, bin doch nicht dabei. War ja klar, Sunny. Ich hoffe doch, dass du stark genug bist. Bronnerwurz, Bronnerwurz, Bronnerwurz. Ja, breit mal ein bisschen. Bronnerwurz. Der bleibt's auch. Das gibt's nicht, Sunny. Es tut mir leid. Ah, er lebt noch. Tschüss. Gut. Ja, der zweite ausgenockt. Sunny, das war dein Gegner. Ich weiß, Boss. 51. Ja, Mann. Psyana. Zapplerang. Das ist ein Elektroviech, was aber schweben kann, wenn ich mich korrekt erinnere. Ein Elektroviech, das schweben kann. Auron.
Weil Webegate hat bereits einen Kampf gehabt und Flash geht nicht gut und ja. So, mal gucken. Die Aurasphäre, wenn ich bitten darf. Ja, nicht mal so übel. Ach du Scheiße, ich hab's vergessen. Nein, ich hab vergessen, das Flammenwurf. Oh, Gott sei Dank. Habe ich doch das tatsächlich vergessen, dass ein Flammenwurf beherrscht. Hey, das gibt's ja nicht, ey. Das beherrscht, dass es kann, dass man natürlich Zaplerang besiegt. Zeit wäre vorbei. Ja, jetzt macht keinen Cut. Ich mach keinen Cut, jetzt wieder das Durchziehen. Pion Draghi, das braucht unbedingt ein bisschen Abkühlung von unserem Flashy Boy. Müssen wir eigentlich Bodenattacken einsetzen? Ich weiß, aber es geht auch so. Ja, Pion Draghi. Und das letzte Pokémon, das hat's denn richtig so in sich, Freunde. Das müsste, wenn ich mich richtig erinnere, ein Tricofalo sein. Ein Tricofalo. Ach du Scheiße, das bringt alles nichts. War weg hier. So, er macht Erdbeben, weil wie es aussieht. Nehme ich halt Shelby, weil bei dem macht Erdbeben ja nichts. Ja, wenn hier ein bisschen hin und her switchen, wie es aussieht, wa? Tja, sag ich ja. Shelby macht das Ganze nix. Und Vergiftung macht ihm schon was. Du bist dran. Es ist ja noch schneller als ich. Das gibt's ja nicht. Er muss sterben. Ich will nicht mehr sehen. Geht doch. So, Erfahrungspunkte, Level up bitte. Nö, natürlich nicht. So, was kommt jetzt nochmal? Oh, gar nicht gut. Tricofalo, genau. Ja, möchte ich gerne. Was mache ich jetzt? Hat bereits alle im Einsatz. Jetzt kommt Tricofalo, ist Unlicht, Drache. Drache Unlicht. Einer von euch muss machen. Einer von euch! Einer, der ein bisschen Eispower drauf hat. Und Level 62. 52 natürlich. So, und tschüss, Kumpel. Jetzt nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Dafür ist Aurons Angriffswert zu tief. Alter, deren Angriffs... Boah, der Power, hey. Egal. Das war's, Freunde. Wir haben Gesis platt gemacht. Den Anführer von Team Plasma. 4000 Erfahrungspunkte. Ja, leck mir... Oh, einer lebt noch. Einer lebt noch. Einer will noch ran. Webegate. Boxquark ist sowieso, wenn ich mich richtig erinnere, Giftkampf. Von dem her ist ein Bodentag genau das Richtige. Oh, Kampf. Ich bin Unlicht. Hallo. Vorahnung. Er schaudert. Ja, schau doch mal. Tschüss. Hochmut ist zurück im Rennen. Yes, Level Up für Rebigator. 54, bitte sag mal, ja, er lernt Erdbeben. Na, endlich mal, das schon gar nicht mehr. Dampfwalze weg. Dafür kommt Erdbeben. Yes. Spieler besiegt. Gesis, Team Plasma. Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Ein Niemand. Über 2 Jahren. Wir mal in der Welt. Ich bin der umstrittene und allmächtige Gründer von Team Plasma. Nein, das kann nicht sein. Zum 2. Mal gegen das... Wie ist es nur möglich? Das will mir nicht in den Kopf, Mann. Das geht nicht. Bin ich wirklich so ein beschissener Arsch? Dieses Wort kommt nur schwer über die Lippen. Aber Vater, sieh es doch ein. Pokémon sind mitnichten Willen und seelenlose Werkzeuge. Und meine Musik geht zur Umsetzung deiner wahnwitzigen Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft. Bei den Pokémon handelt es sich nämlich um unsere treuen Partner, an deren Seite es uns möglich ist, über uns selbst hinauszuwachsen. Einige Menschen haben dies begriffen. Warum du bloß nicht? Sei still und hüte deine gespannte Zunge, du falsche Schlange! Du wagst dich aufzuführen, als wärst du ein Mensch aus Fleisch und Blut! Erspar dieses jämmerliche Schauspiel! Du Scheußelmenschgestalt, welches die Sprache der Pokémon beherrscht! Du bist kein Mensch, der Mensch kann nicht mit Pokémon sprechen! Meister Gesis hat seinen klaren Verstand verloren. Nun ist er an uns. Nun, und meinem Vater an seiner Spitze, ist wohl im Team Plasma schlecht bestellt. Auf Wiedersehen.
Der Stock bleibt da. Im Namen aller möchte ich meinen Dank aussprechen. Kyurem ist wohl auf. Es hat sehr viel Kraft verloren, doch es wird hierher zurückkehren, nach der Liga. Reshiram dankt dir aufrichtig. Und ja, ich kann in der Tat mit Pokémon sprechen. 2 Jahre sind nun vergangen, seit mir Lau und ein gewisser Trainer namens Michael etwas Hilfreiches mit auf den Weg gaben. Je mehr Menschen man begegnet, desto mehr unterschiedliche Meinungen hört man. Die eigene Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansichten ruft gleichsam eine Kettenreaktion hervor, die in meinem Fall dazu geführt hat, dass sich mein Horizont erweitert hat. An der Seite unserer treuen Pokémon bestreiten wir Menschen den Pfad des Lebens, der uns zu neuen Horizonten führt, während es den Pokémon unserer Gesellschaft möglich ist, ihre ureigenen Kräfte wahrhaftig zur Geltung zu bringen. Dies ist die Wirklichkeit für uns Menschen und die Pokémon, die Reshiram mit mir auf den Weg gegeben hat. Der Tag gekommen, an welchem Wunsch und Wirklichkeit eins und Menschen wie Pokémon ein für alle Mal von Pokéball befreit sind. Und du? Was wollen du in dein Pokémon-Team? Meister werden? Hallo? Ja, ich weiß, Pokémon-Liga machen wir jetzt gleich auch. Tschüss, haben mich gefreut. Bis bald, wir sehen uns schon bald wieder. Und da kommt Svenny Boy. Hey, du hast ganz Action verpasst. Die Plasmafregatte hat sich in Luft aufgelöst. Echt? Das ist mir vorüber? Ja. Verstehe. Das war's denn also wirklich. Aber sei es drum. Die Hauptsache ist doch, dass ihr Kyurem aus dem Fängen von dem Plasma gerettet habt. Von dem muss ich echt meinen Hut ziehen, Michael. Du hast gar keinen an. So. Was zu gibt's Schwester? Okay, das Fehlloot zurück, oder wohl eher das Kleopatra? Immer bist du das stärkste Trainer ganz sein. Ja, danke, Mann. Das bin ich wirklich, das stimmt schon, das ist unbestritten. So, wenn man Schluss an die Pokémon-Liga befindet. Gut, machen wir auch. Jetzt mal ganz kurz gucken, was ist das hier? Verlieren die Kraft Kyurem, um eine Marionette zu machen. Möglich. Wo ist ein DNS-Kall hin? Hallo, den brauche ich doch noch. Kommt, glaube ich, erst später wieder. Okay. Freunde, wir hauen ab. Ganz kurz aus der Höhle raus und sehen wir, was dort inzwischen passiert ist. Nein, nicht viel. Aber die Landschaft ist ein bisschen, naja, in Mittellandschaft gezogen worden. Nö, ich kann ganz kurz trainieren nachher. So, guckt euch das an. Hey, alle Bäume umgeknackt. Das ist, ja, ein richtiges Knackerack-Fest. Naja. Ein paar Bälle gibt es ja noch. Aber Freunde, ich würde mal sagen, jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Bisschen voran 7 Minuten. Wie es weitergeht hier bei Pokémon Weiß 2, der Next Generation, sehen wir dann wieder in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und ja. Team Plasma ist Geschichte, jetzt geht's auf zur Pokémon Liga mit unserem grandiosen Team. Naja, fast. Eins fehlt noch. Tschüss.